Da sind Menschen gestorben. Hast du schon mal eine Frau anfassen dürfen? Echt? Ein echtes Mädchen, ja. Inmitten dieser turbulenten Epoche liegt ein abgelegener Bauernhof namens Hinterkaifeck. Achtung, jetzt Ständer-Alert. Es gab Gerüchte, dass es eine Inzestbeziehung zu seiner Tochter gibt. Servus, Alt. Oh. Du bist ja gar nicht da, Alt, auch. Na, also ich hätte in der frühen Spiegel geschaut, habe nicht. Okay, krass. Willst du dir kurz vorstellen für die Videopodcast-Zuschauer, die noch nicht kennen? Hallo, ich bin der Harry. Und ich bin der einzige Musiker in der Band. Ach Mann, das war jetzt tut mir Das war gemein, ja. Nein, ich trage Play auf der Bühne her. DJ Harry Ja. in the building. Das DJ ist What's poppin', man? Ach, War super. bestimmt cool. Das war richtig leise. Ja, nice. Ja. Wie geht's da? Ja, super, ich darf heute mal beim Podcast dabei sein. Ja, Ist schon. schön. Also, lange. immerhin schon das zweite Mal in der neuen Staffel. Stimmt. Weil letztes Mal warst du beim Kiste-Podcast auch dabei. Ja, da wir in der Ja. coolen Bar sitzen dürfen, die Da. ihr leider jetzt nicht sagt, zu der Herz. Macht nix. Nein, sie hören die Bahn nicht. Ja, die Bar. Was trinkst du heute? Das ist jetzt kein Sponsoring oder so, aber ein Monster Energy Zero. Und zwar die Lewis Hamilton-Version. Für die ihn nicht kennen, das ist ein Tennisspieler. Und der mag Energy Drinks. Kauft euch Monster Energy. Meldet euch bei uns, please collab. Bitte, Monster, bitte. Ja, ich trinke einen Kaffee vom Sappi. Ah, Das ist ein neuer Running Gag. Der ist Ja. auch vom Sappi. Klar ist das vom Sappi. Dosen Wie spät ist es jetzt? 11. Na, war eigentlich schon 10 vor 11. Eigentlich war schon fast Bierzeit, aber wir haben jetzt, glaube die letzten 3 Tage jeden Tag getrunken, obwohl ich unter der Woche war. Wir trinken nie unter der Woche. Nein, normalerweise ist das eine goldene Regel. Aber gestern war der Eimerer da, für den haben wir ein Musikvideo gedreht. Und da kannst du ja nicht aus. Da möchtest du ja nicht unhöflich sein und dem jungen Mann kein Bier anbieten. Und dann möchtest du ja auch nicht unhöflich sein und den Mittrinker. Ja. Na, Mir hat beeindruckt, mit welcher Panik er in der Stimme gefragt hat, ob man eigentlich kein Bier mehr trinken beim Arbeiten. Ja. Aber Da da war es schon. Es war dann kühlen. dahingehend haben wir ihn beruhigen können. Ja. Ja. Wo ist der Alt auch, fragt sie euch heute wahrscheinlich. Der baut daheim und ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier offiziell sagen darf, aber ich mache es trotzdem. Sein Gartenhäusl. Ihr wisst, was in dem Gartenhäusl passieren wird. Na, da kommt eigentlich nur eine Liebesschaukel rein und dann werden da Rimjobs des Todes verteilt. Oh ja. Und er muss ja den ganzen Tag nicht mehr zum Gartenhäusl aufbauen, weil die Liebesschaukel muss einiges an Gewicht aushalten, wie ihr seht. Schon, ja. Schon 75 Kilo. Knapp. Ja, oder? Ja, Ich habe mich lange nicht mehr gewogen. Seit der 8. Klasse. Also, dass ich da was da hat, keine Ahnung. Ja, also, Aber was soll's. Was soll's. Ja, was war die Woche sonst noch los, Harry? aber also Los Brutalos-mäßig jetzt, gell? Insgesamt, ja. Insgesamt. Wir reden ab und zu über die Arbeit, aber keine Namen. Keine Namen. Wir haben einen wunderschönen Dreh gehabt mit Kunden, deren Namen ich nicht nennen darf. Ja. War sehr lustig und überraschenderweise sehr bierlastig wieder mal. Und Du musst nicht in die Kamera schauen. ich wollte gerade, weil du kennst die Geschichte, ja. Deswegen habe ich so eigentlich, wollte ich die Leute Geht verzeihen. wahrscheinlich voll durch die Decke, weil du so mit der Kamera spielst und nicht in meine Batzel anschaust. Ich schaue aber gerne in deine Augen. Was hast du die Woche so gemacht? Das Gleiche. Das Gleiche, ja, da wir ja jeden Tag was gemeinsam verbringen. Ja, kommen wir zu den Fragen. Okay. Ja, die Woche ist nicht viel passiert. Ja, es ist echt blöd. Ja, das Einzige, was nächste Woche passieren wird, vermute ich, dass ein neuer Song von uns rauskommt, ein alter Solo-Special. Da sind wir bei einem Video vertreten. Ich glaube, in die Rollen unseres Lebens auf jeden Fall. Ja, ich mache richtig viel. Ja. Aber der Kid Rap hat auf jeden Fall, also du hast auf jeden Fall gestrahlt. Ja, Das ja. war Endlevel. Ich habe das gemacht, was ich am besten kann, und zwar einen widerlichen Typen spielen. War toll. Auf die Rolle habe ich mir 31 Jahre vorbereitet. Läuft wieder. Oh. So, jetzt hatten wir eine kurze Unterbrechung vom Harzerer. Jetzt haben wir ein bisschen einen Faden verloren. Der hat uns überrascht. Weil gestern, wie gesagt, der Eimerer da war. Wir haben natürlich das Studio noch nicht aufgeräumt und auch die ganzen Bierflaschen sind dann da gestanden. Perfekt, ja. War wunderschön. Ja, haben wir für unseren Los Brutalos Ruf auf jeden Fall wieder einiges getan. Nicht, dass die denken, dass wir Alkoholiker sind oder sowas. Nicht, dass die das richtige Brüdel von uns Ja.
Ich habe hier ein paar Fanfragen für die. Die werde ich jetzt nacheinander stellen. Bist schon aufgeregt, waren wieder ein paar Klassiker dabei. Ich habe mit den normalen angefangen und dann kommen die ein bisschen fragwürdigen. Fragwürdig ist das falsch. Ich sage einfach die, wo sie oft wiederholen. Aber Wir hatten nichts mit Bier zum da haben. wir hatten nichts mit Bier zu tun. Ich denke Das mir immer, schwörst du. müssen wir es nochmal wiederholen. Aber es ist ja so, dass ihr ab und zu mal ein neuer Follower dazu kennt. Und dann wiederholen wir das natürlich gern für alle anderen, die wo schon Bescheid wissen, was der Harry für Vorlieben hat, die können skippen zu unserem nächsten Part. Vielleicht hat sich an mir auch was geändert. Stimmt, ja. Der Mensch entwickelt sich. Stillstand ist Rückschritt. Absolut. Das musst du merken, Harry. Stillstand ist Rückschritt. Das merke ich mir. Stillstand ist Rückschritt. Okay, Harry. Was die meisten interessiert ist, wie ist der Name Harry entstanden? Da steht halt, oh. Wo? Na? Oh, also. Wo ist der Wie halt? ist der Name Harry entstanden? Also da gibt es zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, dass der Alt-O das für sich beansprucht, dass er den Namen erfunden hat, Ja, was definitiv falsch ist. okay. Zu welcher Zeit, also wo befinden wir uns in Wir deinem befinden Leben? uns aktuell, also in meiner Geschichte befinden wir uns in der 8. Klasse, glaube ich. Ja, Und da habe ich einen Klassenkameraden gehabt, einen Eishockeyspieler, der mittlerweile, glaube ich, recht erfolglos ist. Also ich rede nicht vom Arbeitshaus. okay, weil der ist ja sehr erfolgreich. Genau. Na. Und Was das voll komisch ist, du hast eine einmal 8. Klasse gemacht. ja, oder für 2x17. Okay, Als ich Entschuldigung. nämlich Ja. vom Gymnasium auf die Realschule runtergegangen bin. Ja. Na, genau, und der hat einen lustigen Namen, also sein Handy per Bluetooth, also damals hat man Sachen per Bluetooth gekriegt, Ja. und sein Handy hat den Namen Dirty Harald gehabt. Und dann hat sie das Harald irgendwie bei mir festgesetzt. Ja. Und lange Geschichte, überhaupt kein lustiger Kern. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass Harry und Harry sie ganz schön gleich anhört. Ja. Und daraus ist dann Harry geworden. Und was der halt auch verwechselt, er hat nämlich aus dem Harry hat er Harry Kane gemacht. Das ist, da gehen die Props an ihm, Ja. weil Harry Kane ist so mein Ausweichkünstlername, weil das ist ein lustiges Wortspiel mit Harig und dann Hurricane. Jetzt verstehe ich es, ja. Und ja, da kriegt er die Props, aber Ja. für Harry nicht. Okay. Das jetzt gibt's Beef. Ich Ja, bin jetzt, schon, ja. frag mich, Jetzt was wird hier soll man da- dreckige jetzt mal Wäsche richtig- gewaschen. jetzt mal Ja. richtig- Ja. Jetzt kann er sich nicht wehren, weil er nicht da ist. Und Ja, so. schon, ja. Na, Schmarrn. Also ja, gibt leider keine lustige Geschichte dazu. Na, Aber ich bin Keine sehr Lust. haarig, also passt. ja, mittlerweile, aber damals wahrscheinlich. Wir haben Werbepartner, ja auf. Entschuldigung, ja. Danke, Monster und Lewis Hamilton. Du Hund. Na, ja. Genau. Ja, na, aber ist ein lustiger Name, gell? Ja, Harry. Kannst du Spitz machen, so Eco-Fresh-mäßiger. Bitte wirst du nicht kennen, so der Punker, oder? Ja, ich bin auch wieder Punker, ja, das sieht man hier. Schau. Ja. Ja. Boah, mach Kamera Ja, aus. das ist so peinlich, Alter. Ja. Ja. Nein, kann ich leider nicht. Also aber du kannst Spitten es ist mir erklären. quasi ein. Also Spitten weiß ich. Okay, gut. Ja. Ich spitte die Bars. Ja, genau. Aber Spitten ist quasi, wenn du dasselbe Wort, was eigentlich, also wie Harry und Harry verwendest, aber halt dann zum Beispiel von Farid Bang war, was gehe ich in Georgien machen? Na klar, Georgien. ich gehe Orgien machen. Ja, das wird Spitten, Alter. Ja. Alter, geil. Ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich schon mal gespittet habe in einem Song. Ich glaube nur an die Diss-Dienstage da vielleicht mal, aber da müssen wir jetzt erst lange überlegen. Gehen wir zur nächsten Frage. Hast du schon mal eine Frau anfassen dürfen? Also, echt? Ein echtes Mädchen, ja. Jetzt hör auf. Ja. Hör auf. Einmal, ja, tatsächlich. Was? Gott, so weit jetzt an. Egal. Nein, es war himmlisch. Ja. Das war ganz toll. Also wir haben da, es war irgend so eine Hochzeit und da haben wir, also war eine ganz strange Hochzeit, da Ja. haben wir dann im Kreis getanzt und da okay. ist links Also- von mir eine Frau gestanden und der habe die Hand geben dürfen. Ey, ich hab gedacht bei einer Bolognese oder so. Na, da klang ja keine Frauen. Nein, das ist Das ist ja pervers. unheilig. Aha. Das darf man in unserer Religion nämlich nicht. Nein. Das sieht der große Mann da oben nicht Nein. gern. Warum rappst du nicht? Ich rapp noch nicht in der Öffentlichkeit. Okay. Na,
weil ich der Punker bin. Ja, du hast als DJ schon genutzt und da wahrscheinlich. Ja, also ihr wisst es ja, ich wäre ja oft ein Solo-Buch als DJ, da ist gar keine Zeit. Also, wann sollst du die Songtexte schreiben? Und es gibt ja auch einen Song mit mir, wo ich ganze 6 Zeilen habe. 3 Zeilen. Hast du die gerade da? Auf dem Handy, ja. Gibt es ein bisschen Exclusive Content. Ja, weil ich auf der Bühne bisher noch nicht dazu gekommen bin. Also der Song heißt Take It Easy, Circa Breezy. Da gingen Props aus an die Mitchell und an die Gors. Stimmt, ja. Weil die haben diesen großartigen Spruch haben wir von denen adaptiert, sag ich jetzt. Ja. Was ein schöner Euphemismus für Clown ist. Komplett klar, ja. Oder wie die Österreicher sagen, ein bisschen gefladert. Du musst das jetzt noch ein bisschen länger zeigen, weil mein Handy ist sehr langsam. Okay, gut, ja. Und auf jeden Fall gab es da ein paar andere Schnupfsprüche, aber irgendwie Take It Easy, Circa Breezy, einfach, simpel, der Gag gut ins Ohr, da kannst du mal ein T-Shirt machen, was soll man dazu noch sagen, meine Freunde? Soll man dazu ein T-Shirt machen? Schreibt es in die Kommentare. Oh ja, also Take It Easy, Circa Breezy. Ich schnupfe. Hast du die Stories von die Gletscher-Guys gesehen? Also welche jetzt? Vom Lernen am letzten Auftritt. Na. Weil da hatten es richtig witzig, die haben ein Maskottchen auf der Bühne gehabt in einer riesigen Gletscherbriefverkleidung. Das habe ich nicht gesehen. Nein, ich habe nur eine riesige Bergpanorama gesehen. Also beides geil auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall witzig ausgeschaut. Ich feiere jetzt, dass sie die Boys auch so viel Mühe geben. Ja, also die geben echt Stoff. Das ist schon geil. Ja. Das gibt's noch. Das gehen wir dann mal zur nächsten Frage. Ich habe keine Ahnung, was ist. Wahrscheinlich sieht man hier hinten. Doch, da ist. Okay. Also da ist ja der Großteil des Songs besteht ja aus Take It Easy, Circa Breezy. So ein Beatboxen für die. Nein, das passt schon. Okay. Da muss ich es nämlich nicht im Takt machen. Also und ich sage, danke dir. Ich habe den schon seit 100 Jahren nicht mehr gesehen, das ist recht kurz, aber wenn ich mein Bier absetze, weiß ich nicht wohin. Ich weiß nur zwischen 2 Schluck, zirkt sie die Zeit wie sonst nie. Ich kriege ein bisschen Panik, Schnappatmung, mir zittern die Knie. Brauch euch was zum Konsumieren, weil sonst bin ich hier. Take it easy, Circa Breezy. Take it easy. Und dann holen wir die Metabrise raus und dann müsst ihr euch vorstellen, ui, und alle so, und ist geil. No, bin immer noch beleidigt, dass man mit Tabak keine Werbung machen darf. Ja, das und das deswegen, weil sonst war ja Gletscherbrise und ein Pöschel oder was? Pöschel insgesamt, fast da ist, was Brise so geht. Mit Handkuss hatten uns die nicht mehr, aber nein, der ist da keine Werbung mehr machen. Scheiße, ja. Ja, auf jeden Fall, also kein Rapper, weil ich weiß nicht genau. Du hörst ja eigentlich wenig Rap, oder? Also so. Also KIZ, so die Klassiker. So Zeug oder wäre seit Ort 2 ja Country Hip-Hop für mich. Ja, stimmt, ja. Hip-Hop. Wenn man das so nennen. Okay. Hip-Hop, ja. Okay, ja. Ja, aber ansonsten bin ich da erschreckend ungebildet. Ich habe nicht einmal gewusst vom Echo Fresh, Spit. Ja, gut, ja. Bitte oder so. Ja, gut, das ist ja schon lang her, aber. Ich bin ja alt. Ja, das ist wahr. Gut. Wie viel halbe hattest du auf dem Pudel, das ich in der Story gepostet habe, das vom Feiern-Dreh? Zu den Fragen. Ich habe die Story schon gesehen, ja. War halt leider noch nicht auf Instagram. Ja. Beim Feiern-Dreh. Ja. Ich weiß nicht, ob das Foto, ich glaube, das ist nach dem entstanden, dass du trichtert hast, auf jeden Fall. Beim Trichtern war es, glaube ich, tatsächlich, also im Trichter war ja nur Ohrhalbe, so wie man es halt standardmäßig eigentlich macht. Ja. Das ist echt schwer zum Sagen, also ich habe schon gut gespürt. Habe aber auch so ein bisschen fit bleiben müssen. Das ist ja der Fluch, wenn man selber ein Musikvideo dreht, da musst du immer ein bisschen, das ist für die Leute, die dabei sind, immer entspannter auf jeden Fall, weil die können nur saufen. Und wenn es dann heißt, hey, hupfen wir ein bisschen rum, dann müssen die rumhupfen, aber wir müssen ja auf alles achten. Gerade ich muss ja ständig Text performen. Ja, so. Schon, ja, da ein bisschen Licht machen. Noch. Ja, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich würde sagen, also so Arbeitstemperatur, also so 5,5 oder sowas, da bin ich auf jeden Fall noch voll leistungsfähig. Und da ich mir jetzt einfach drauf einpendeln. Okay, ungefähr. Passt. Sind 20 Tage. Ja. Sind 20 halbe am Tag normal, will einer wissen. Ja. Ja, passt. Ihr müsst immer offene Fragen stellen, weil sonst sagen wir einfach ja oder nein. Oder das lernt man im Journalismusstudium. Oder wenn man eine gute Kinderstube hat und ein Gespräch am Laufen hat. Ja, schon, ja. Ja. Wird in Weiden nächstes Jahr eskaliert?
Weiden. Weiden, ja. Ist leider verschoben worden. Habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Die Leute, die vor Ort waren, Black Laughing. Ja, aber Das habe ich ist echt schade auf, gefunden. Aber. ja, ich habe mich auch schon gefreut. Vor allem es sind wir angeschrieben worden vor dem Steakhouse. Das war eigentlich das Coolste bis dato, weil wir waren ja noch nicht dort. Warst du schon mal in Weiden? Wir sind bisher nicht in beiden Auftritten, Nein. also nein. Nein, ich war auch noch nicht in Weiden, aber unser Roadie, der Stefan, der war schon in Weiden und der schwärmt. Na, Stimmt, der hat sich richtig verliebt, gell? und das Salut, das soll ja eine coole Location sein. Und jetzt wird es halt Mai, bis dahin ist alles fertig, alles abgenommen und dann werden da ein paar Bars gespittet. Oh ja, vor allem von mir. Ja. Ja, aber Wert eskaliert, ja. Ja, Sir. Yes, Sir. Ballst. Nächste Frage, auch wieder sehr, wenn es zu persönlich wird, sagst du das einfach. Wie viel Weißbier, Weißwürst und Brezen vernichtst du bei einem zünftigen Frühschoppen? Oh, das ist jetzt richtig peinlich. Ja. Das wäre peinlich. Also, wir reden von einem Frühshoppen, nicht einfach nur ein Weißwurstfrühstück. Gell? Ja, Sir. Beim Frühshoppen sind es trotzdem nur 3 Weißwürst. Das liegt aber nicht daran, dass ich wenig ist, sondern ich habe halt dann noch 4 Depreziner mit rein. Ja. Weil leider ein sehr geringes Weißwurst Grenze, heißt glaube ich. Eine sehr geringe Weißwurstgrenze habe. Und zum Weißbier, da möchte ich mich nicht festlegen. Also ihr merkt, oder du weißt das ja, ich saufe ja aus Liebe zum Saufen. Ja. Zum Bier natürlich und zu dem anderen Zeug. Und da lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Das können 6 Weißbier sein, aber lass es halt 10 sein. Ja. Und ein paar kurze und dann flacke ich schon wieder auf den Tisch. Ja, Klassiker, ja. Passiert. Ja, das Problem ist beim Weißbier, finde ich, das macht halt satt, das stopft. Ja. Vom Hellen, da kann ich dir, also schon mal an einem Tag, kann ich schon mal 10 saufen. Rein, also ich werde natürlich sau besoffen davon, aber rein mengentechnisch funktioniert das. Ja. Und beim Weißbier, ich glaube, ich habe noch nie mehr als 4 Weißbier gesoffen. Da bin ich halt, also ich bin ein routinierter Weißbiertrinker. Okay, also merkst du das nicht so? Ich kann es halt ignorieren, dass ich voll bin. Ja gut, das kann ich ja. Und das schaffe ich beim Weißbier auch. Das ist halt die Routine, die ich mit meinem Bruder entwickelt habe. Als er als alter Koch hat mich da geschult. Ja. Da ist eine richtige Schleimerfrage gekommen als nächstes. Wer ist viel cooler als der Rest zum sein? Ich kann dazu nichts sagen, das ist für mich alltäglich. Ja. Und dann noch eine Frage von mir. Was ist dein peinlichstes oder langweiligstes Hobby? Ich habe gar nicht so viele Hobbys. Oder schwebt da was Bestimmtes? Nein, ich will einfach nur sagen, es gibt also manche Sachen, wo man sagt, okay, das mache ich zwar, aber es ist vielleicht gar nicht so cool, obwohl es mir persönlich Spaß macht. Oder zum Beispiel bei mir war es, obwohl ich 31 bin, mit beiden Beinen mehr oder weniger im Leben stehe, verfolge ich immer noch Deutschrap-Beefs. Gott, das ist aber ziemlich cool. Also, ja, und da kannst du auch sagen, da kann man seine Zeit schon besser nutzen. Und ich freue mich da wie so ein kleines Schulkind, wenn ich merke, oh ja, jetzt Satire und dann Hintergründe und das ist für mich wie Boxen. Ja. Also ich schätze mal, was für die meisten wahrscheinlich als eine solche Zeitverschwendung empfunden wird von unseren Zuhörern und Zuschauern, ist, ich lese gern Fantasy-Romane. Okay, na gut, ja. Also leider nichts Sexuelles oder so, aber wenn ihr da Empfehlungen habt. Ja. Nein, das glaube ich ist recht uncool und wer hin und wieder durchkommt, bin ich ein riesiger Harry Potter-Fan, obwohl ich 44 bin. Ja, ja Gott, du bist ja mit Harry Potter groß geworden. Ja. Aber es ist schon uncool als Erwachsener. Schon? Denk schon, ja. Ich habe gedacht, dass Harry Potter, also wie Herr der Ringe und die ganze Scheiße in Star Wars irgendwie so Kult ist. Herr der Ringe. Ja, ist schon Kult, aber irgendwie ist Harry Potter schon uncooler. Ja, weil es gibt ja nur. Ich bin ja ein riesiger Herr der Ringe-Fan, Star Wars nicht mehr so, aber. Aber so wie no homo, aber Pippi Langstrumpf oder Pumuckl sind ja auch so Klassiker, das kann man sich immer wieder anschauen, obwohl sie eigentlich für Kinder gemacht ist. Ja, gut. Oder SpongeBob. Ich bin ein erwachsener Mann und habe ein Harry Potter-Regal neben meinem Fernseher im Wohnzimmer. Ja. Ich habe keine Deutschrap-Sachen mehr in meiner Wohnung, obwohl ich auch viel Boxen gehabt habe. Ja, die einzige, die ich mitgekriegt habe, war die KZ-Fanbox, aber die war geil. Ja, die habe ich ja sogar noch da waren auch Konzerttickets dabei. Ne? Ja, da war ja und das Shirt. Und das Shirt, das Siggi manchmal. Ja, ganz halt zum Trainieren ab und so. Ja, ja aber. Sonst nix. Hast du mal noch ein Hobby gehabt, was in die Richtung ging, wo du sagst, das war crazy?
Also ich habe Football gespielt, aber das ist halt Ja. irgendwie. Ja, das Also ist für Footballer ist es cool, Ja. alle anderen finden es brutal langweilig. ja. Na, aber scheiße, das habe ich irgendwann einmal. Ich finde, dass Football langweiliger ausschaut, wie, glaube ich, der Impact auf die Menschen ist. Weißt du, wie ich meine? Also du schaust halt zu und es rumst halt Ja. und das schaut ja aus der Entfernung nicht so heftig aus, aber wenn du drin bist, Ja, ist das natürlich- richtig heftig. Ja, klar. Also, ich meine, du Ja. kriegst ja konstant auf die Ja. Fresse oder wenn du bist, dann gibst du konstant auf die Fresse. Ja. 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 Können wir mal einen extra Podcast über Ja, Football machen? klar, Ja. wann ist dieses Main Event? Der Super Bowl. Der Super Bowl. Am ersten Sonntag im Februar. Ja, okay, gut, ja, dann vielleicht ein kleines Ding. Vielleicht kommentieren wir es selber. Ja, stimmt. Ja. Aber du und der halt auch kommentiert es, Ja. weil ihr habt ja absolut keine Verbindung dazu. Nein. Ja, ich nur tatsächlich durch die gewundert ein bisschen, weil die Ja, stimmt. Seattle ja. Seahawks-Fans sind oder so, glaube Oh, Bandwagon. Ja. ich. Ja. Ist das Solange so, wie wenn man Bayern-Fan ist? Wenn man, Nein, also das war bei den Patriots so. ah, okay, ja, stimmt. Ja, da war die der, Seahawks was sagt waren- nichts, da war der, Der Mann von Giselle Bündchen. ja, fuck, Tom Brady. Genau. Ja, stimmt, den kenne ich ja aus Ted. Ja, die Seahawks waren halt vor ein paar Jahren, haben die so einen Moment gehabt und Okay. seitdem werden sie halt gehypt. Aber Ja. Nun denn. brutal spannend. Ja. Heute wird es wieder ein bisschen gruselig, weil der Kid Rap, die von mir in der dritten Person, jetzt ist es soweit. Letzte Woche ging es ein bisschen um übernatürliche Sachen, vielleicht dann noch ganz kurz, ist dir immer was Übernatürliches passiert, wo du denkst, das ist, oder was Gruseliges, muss ja nicht unbedingt was Übernatürliches sein. Also blöd, ich kenne ja den Podcast von letzter Woche. Und Ja, aber, also ich verzeihe dir nicht meine Geschichte, es geht jetzt um die quasi. ja. Ja. Wir wollten nur, ich möchte nicht das Gleiche verzeihen. Achso, ja, ja gut, aber Das das, waren, also ich kann so weit vorgreifen an euch auch, und meine Geschichten waren nichts, was uns als Dreierquartett passiert ist. Triplett, ja, Trio. Trio. Ich kann ja kein Englisch. Was Übernatürliches. Und was Gruseliges wahrscheinlich. Also was dir, wo du dich unwohl gefühlt hast, vielleicht als Kind oder so, oder also außer dass der Onkel in dein Zimmer gekommen ist und die angelangt hat. Das war ja nicht gruselig. Nein, das war geil. Ja. Das war mein Onkel. Ja. Es war natürlich jetzt fiktiv, gell? Ja. Und auch nicht despektierlich gemeint. Na, mein Onkel ist ein super Typ. Ja. Scheiße. Geht dann runter und wir kurz Wort. Der kümmert sich. Ja, Der schon, kümmert ja. sich einfach nur, dass Ja. alle Spaß haben. Ja. Scheiße, also. Also wirklich übernatürlich oder supernatural nicht. Nein, also, oder was, wo du als Kind Angst gehabt hast. Ja, also wir Sowas. waren früher, ich bin in Dates neben der Kaserne aufgewachsen und die Ja. war ja stillgelegt, weil ganz so alt bin ich dann doch noch nicht. Und da haben es einige Häuser abgerissen und wir sind dann in die Keller reingegangen. Ja. Haben Schiss gehabt, weil da waren ja Ratten und was weiß Ja. ich nicht da ist. Und wir haben ja gewusst, was da ist. Und ich Ja. hätte, glaube ich, jederzeit einstürzen können, aber Meinst du Tierratten oder Menschen, die mit den Bullen kooperieren? sowohl als auch. Das haben sie gehört. Ich bin nämlich dabei. Na, also, ja, war halt, aber ich kann jetzt echt keine, also perfekt für einen Podcast kann ich jetzt keine explizite Geschichte erzählen, gell? Okay, Es ist mir jetzt sehr peinlich. das macht nichts. Sagt's bitte nichts meiner Na. Mama. Heute gibt's was Reales. Und zwar einen ungelösten Mord in Bayern. Und den werden wir jetzt hier vorlesen. Und zwar in Schriftdeutsch. Sowas gibt's in Ja. Bayern nicht. Ja. Und wenn ihr wollt, dass wir das nächste Mal so eine gruselige Geschichte auf Borisch zum Besten geben, dann schreibt es in die Kommentare, dann schreiben wir das um. So ist es jetzt einfach auf Hochdeutsch. Du schreibst die dick gedruckten Sachen und ich gebe ein paar Hintergrundinfos. Wir sind, ganz kurz, in Hinterkaifeck. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Okay, und ich hoffe, ich spreche den Namen im zweiten Absatz richtig aus. Ja, Okay. Soll ich loslegen? ja, aber schon ein bisschen creepy. Also es ist sehr gruselig. So. Hörst du True Crime Podcasts? Tatsächlich nur in Gesellschaft, weil Okay. sonst habe ich Angst. Ja, Aber sie sind sehr interessant. ja. Wir befinden uns im wunderschönen Bayern 1922. Eine Zeit des Wandels, des Aufbruchs, aber auch der Unsicherheit nach dem Ersten Weltkrieg. Inmitten dieser turbulenten Epoche liegt ein abgelegener Bauernhof namens Hinterkaifeck, nahe dem kleinen Dorf Großenried. Ein Ort, der bald zum Schauplatz eines der rätselhaftesten Verbrechen Deutschlands werden sollte.
Absatz. Andreas Gruber, der Patriarch, lebte dort mit seiner Tochter Victoria, ihren beiden Kindern Cecilia, spricht man die Cecilia und Josef, sowie der Großmutter und der Magd Maria Baumgartner. Ja, da ist schon ein kleiner Fehler drin, glaube ich. Da wird die Cecilia vergessen, das ist nämlich seine Frau. Also es gibt die Tochter Cecilia und die Mutter Cecilia. Was voll eklig ist, weil die Cecilia Gruber ist 72 Jahre alt und der Andreas Gruber ist erst 63. Also hat sich der richtig alte Scherm gehalten. Ja, ein paar Hintergründe zu den Personen, dass die Leute Bescheid wissen. Andreas Gruber zum Zeitpunkt des Mordes war er 63 Jahre alt. Jetzt habe ich schon vorweggenommen, dass er kalt gemacht wird, die Drecksau. Ich habe nur gesagt, dass ein Mord stattfindet, aber jetzt wissen wir, dass er so ist. Ja. Oder? Bleibt's dran. Ja. Vom Beruf war er Bauer und auch der Eigentümer von dem Bauernhof, logischerweise. Er war der Chef von der Familie, galt als sehr streng und war, glaube ich, nicht sonderlich beliebt im Dorf und wird als eher unangenehm beschrieben. Also klassischer, sage ich mal, alter Bauer, so wie man sich, glaube ich, vorstellt, wenn man jetzt nicht näher mit Bauern zum Tor hat und eigentlich merkt, dass das alles so Krummelbeeren sind, so kleine süße Mäuse, die wo einfach gern häckseln. Ja. Props gingen aus an alle Landwirte. Ja, Achtung, jetzt Ständer-Alert. Es gab Gerüchte, dass es eine Inzestbeziehung zu seiner Tochter gibt, woraus auch der jüngste Sohn von seiner Tochter entstanden sei. Und zwar er mit der Victoria, genau. Ich glaube, der Josef, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei uns in Bayern so gewesen sein soll, aber okay. Na, dann gab es die Cecilia Gruber, wie ich schon gesagt habe, die alte Scherm, seine Frau. Auf dem Waldenrad lernt man es fahren. Ja, war Hausfrau und die Frau von Andreas, also hauptsächlich für die Abmelkung zuständig. Ja, persönlich ist wenig über sie bekannt, weil sie eine Frau ist und in der Geschichte nicht weiter eine wichtige Rolle spielt. Oder? Wir sind ja nicht auf Netflix. Ja, stimmt. Genau. Victoria Gabriel, die war zu dem Zeitpunkt 35 Jahre alt, war die Tochter von den zwei oben genannten und hat auch auf dem Hof mitgeholfen und bei der Hausarbeit. Die Süße klingt Über ihre traumhaft, Person ist sonst sehr wenig bekannt, weil sie eine Frau ist. genau, und wir Nee, nicht nicht bei Netflix sein. Ja. das ist hier kein Fuck, wer ist das, wenn es eine Frauen-Story ist? Bosswoman, nein, nicht Bosswoman, wir sagen die immer. Oh, ja, ich weiß, was du Nicht meinst. Hero, sondern da gibt es das Fuck. Hero, na. Oh, Scheiße, das ist jetzt Ja, peinlich. wir sind doch so woke. Ja, natürlich. Eigentlich so wie Bromance, so ein Wortspiel quasi. Naja, Ja, auf jeden Fall ist das keine dieser Geschichten. auf keinen Fall. Ja. Dann noch ganz kurz, Cecilia und Josef, also Cecilia Junior und Josef waren einfach nur Kinder, die waren 7 circa und über die ist auch nichts bekannt, weil es Kinder sind und wir nicht bei Netflix. Netflix. Ja. Ja. Und zu guter Letzt, glaube ich, war da noch, lass mich nicht lernen, die Maria Baumgartner, 44 Jahre alt, soll ich eine Depp. Alter, Richtig Ballatschare. Und sie war zu dem Zeitpunkt Magd auf diesem Hof. Genau. Sie war neu auf dem Hof und tatsächlich war an dem Tag des Verbrechens ihr erster Tag auf diesem Hof. Und jetzt zurück zur Geschichte, Harry. Was ist passiert? In den Tagen, die dem schrecklichen Vorfall vorausgingen, schien der Hinterkaifeck-Hof von einer unheilvollen Atmosphäre umgeben zu sein. Andreas Gruber, der alte Patriarch, konnte nicht übersehen, dass etwas nicht stimmte. Eines Morgens, als der Schnee die Landschaft in eine stille Decke hüllte, entdeckte er Fußspuren. Bam, bam. Sie kamen aus dem Wald, führten direkt zum Haus, aber seltsamerweise gab es keine Spuren, die wieder hinausführten. Als ob jemand oder etwas den Hof betreten, aber nie verlassen hätte. Dann gab es den Schlüssel. Ein Schlüssel, den Andreas immer an einem bestimmten Ort aufbewahrte, war plötzlich verschwunden, gerade brutal gespuckt.
Ja. Was denkst du, was ist so ein Ort, wo ein Bauer einen Schlüssel aufbewahrt? Also, ich kenne ja ein paar Bauern Ja, unterm Blumentopf. zum Steuer. Nein, aber ich glaube, er drin, oder? Er wird nicht Ja, drin also, auf die Platz haben. wenn es halt, also der Steuer ist ja oft Ja. einfach offen Ja. und da halt dann irgendwo in so einem Eck, wo Ja. er halt nicht direkt sichtbar Ja. ist. Da die sagen, also Ja. jetzt die uncoole Antwort. Oder in einem Bierkasten, da ist ein Schlüssel sehr gut Ja, stimmt, ja. aufbewahrt. Was denkst du? Das Gleiche. Sehr gut. Den Satz habe ich verschwunden, bestimmt ja. schon gehabt, oder? War plötzlich verschwunden. Ja. Er suchte überall, aber er war wie vom Erdboden verschluckt. Gruselig, ja. Einfach weg. Der erste Mensch, der jemals in seinem Leben einen Schlüssel gesagt Ja, hat. brutal spannende Geschichte. Das ist mir schon 100-mal passiert. Gestern. Doch das Beunruhigendste waren die Geräusche. Nachts, wenn der Hof in Dunkelheit gehüllt war, hörte Andreas leises Flüstern, das durch die Ritzen des alten Bauernhauses drang. Bitte nicht. Jetzt mehr los, Bruder, los. Und dann waren da noch die Schritte. Schritte, die schwer und bedrohlich über den Dachboden halten, als jetzt ob den jemand oder wiederum etwas dort oben herumlief. Jede Nacht wurden sie lauter, näher, drohender. Abonniert den Kanal. Jetzt macht's schon. Auf geht's. Los, Abonniert den los, Kanal. los, sonst können wir zu euch heim und schlitzen euch auf. Und dann gibt's ein Bussi. Die Familie war verängstigt. Jedes Knarren des Holzes, jedes Rascheln des Windes ließ sie zusammenzucken. Etwas war auf dem Hinterkaifeck-Hof. Etwas, das nicht hätte da sein sollen. Und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis dieses Etwas sich zeigen würde. Wir schreiben die Nacht des 31. März 1922. Immer künstlerische Pause. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich was verpasst habe. Ich habe es falsch gesagt. Die Nacht des 31. März 1922 senkte sich über den Hinterkaikhof und mit ihr kam eine drückende, unheimliche Stille, die selbst das Zirpen der Grillen und das Rauschen der Bäume zum Schweigen brachte. Der Mond hing bleich am Himmel und warf lange, verzerrte Schatten über das Land. Inmitten dieser Stille durchbrach ein Geräusch die Nacht. Es war kein gewöhnliches Geräusch. Es war weder das Heulen des Windes noch das Knacken der alten Holzhauses. Es war ein Flüstern, so leise, doch so durchdringend, dass es die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwimmen ließ. Jetzt den Kanal. Und zwar jetzt kommentiert. Mehr los, brutalos hören. Ein Flüstern, das nicht menschlich klang, gefolgt von einem geisterhaften Knarren eines Holzbrettes, das sich anhörte, als würde es unter dem Gewicht eines unsichtbaren Wesens ächzen. Eines nach dem anderen fühlte sich für die Familienmitglieder, als wären sie von einer unsichtbaren Kraft gezogen, unwiderstehlich in Richtung der Scheune gelockt. Sie bewegten sich wie in Trance, ihre Schritte langsam und zögerlich, als ob sie wussten, dass etwas Dunkles, etwas Böses in der Dunkelheit der Scheune auf sie wartete. Und dennoch konnten sie nicht widerstehen, diesem rätselhaften Ruf zu folgen, der sie tiefer und tiefer in die Dunkelheit zog. Das ist gruselig. Ja, scheiße gruselig. Ich muss kurz beuern. Ja. Entschuldigung. Hat euch der Rülpser gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, und abonniert den Kanal und trinkt mehr Sappi-Bier. Okay. Jetzt haben wir für die Immersion zerstört. Ja. Ich kann nicht lesen, ich kann das noch nicht so lang. Keine Luft. Die Dunkelheit der Scheune schien mehr als nur die Abwesenheit von Licht zu sein. Sie pulsierte, atmete, lebte. Ein unerklärliches, fast hypnotisches Geräusch drang daraus hervor, das Andreas Gruber in seinen Bann zog. Sein Herz schlug schneller, während er sich der Scheune näherte. Sein Instinkt schrie ihm zu: Lauf weg, versteck dich, versteck dich! Aber er konnte nicht anders. Er musste nachschauen. Hey, das ist ein Blecke, wenn wir mal schauen müssen. Okay. Das geht ihm gar nicht. Deswegen heißt es neugierige Leute sterben früher. Ja,
Real Das ist Talk. ein Psychokiller in der Scheune und wenn du dann hier hörst, dann wird er dich vom Arschloch bis zum Knack aufschlitzen. Also, Inshallah, ja. Weil so die Leute Spaß macht, eine True Crime Folge von uns zu werden. Ja, wenn wir zwischendrin mal lachen, dann ist das auch gar nicht despektierlich gemeint, Ja. sondern es ist einfach ein Comic Relief, der uns hilft, diese schwere Kacke hier zu verarbeiten. wenn ich jetzt nicht lachen darf, dann hat ich warner. So sagen das die Bitches bei Mordlust immer. Okay. Mit jedem Schritt, den er machte, wurden die Geräusche lauter und die Dunkelheit schien sich um ihn zu wickeln. Abonniert ihn zu den Kanal. umarmen. Und trinkt's mehr Sappe. Er dachte an seine Familie, an die seltsamen Vorfälle der letzten Tage und ein Gefühl der Angst und Besorgnis überkam ihn. Was, wenn das Flüstern und die Schritte, die er gehört hatte, real waren? Was, wenn sie nicht alleine waren? Ich bin immer noch Als er die Schwelle der Scheune überschritt, fühlte er plötzlich einen eiskalten Griff, der ihn festhielt. Knackst. Okay. Bevor er reagieren konnte, durchzuckte ein scharfer, brennender Schmerz seinen Körper. Das Letzte, was er sah, bevor die Dunkelheit ihn vollständig umhüllte, war die Silhouette eines unbekannten Angreifers, der eine Mattock schwang, das nun zum Instrument des Todes wurde. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Mattock, das ist so eine Mischung aus einem Pickel. Es ist vorne ein Pickel und hinten wie so eine Schaufel quasi. Kenne ich vom. Ja, Also ich habe ein Beutel im Kopf tatsächlich. Danke. bitte. Oh, da ist er nicht fettgedruckter Teil. Nachdem, also hier steht schon. Achso, ja, stimmt, sorry. Okay, Ich habe es bei mir nicht Der ist notiert. Ja, Ja, passt. Spannung, wer liest weiter? Ja. Schaut's beim nächsten Mal ein. Ja. Nachdem Andreas in der Dunkelheit der Scheune verschwunden war, spürte Cecilia, seine Frau, eine unerklärliche Unruhe. Ein Gefühl der Angst kroch in ihr hoch und sie fühlte sich unwiderstehlich zur Scheune gezogen, als ob sie von einer unsichtbaren Schnur gezogen würde. Abonniert den Kanal. Sonst gehen wir mit einer Schnur. Kommt in unsere Scheune. Vielleicht hoffte sie, ihrem Mann helfen zu können oder einfach nur zu verstehen, was vor sich ging. Doch als sie die Dunkelheit betrat, wurde sie von derselben tödlichen Präsenz ergriffen, die bereits Andreas überwältigt hatte. Victoria und die kleine Cecilia Junior, vielleicht durch das Echo der Geräusche oder durch einen unheimlichen flüsternden Ruf gelockt, Abonniert den Kanal. fanden sich ebenfalls auf dem Weg zur Scheune wieder. Ihre Schritte waren zögerlich, ihre Herzen pochten laut, lauter als die Bässe der Los Brutalos Songs, auf dem Weg zur Scheune wieder. Ihre Schritte waren zögerlich, und ich wiederhole das, weil ich etwas Lustiges gesagt habe und nicht mehr weiß, wo ich jetzt bin. Als sie die Scheune betraten, wurden sie von einem Schrecken ergriffen, der jenseits ihrer schlimmsten Albträume lag. Ihr habt's noch nicht abonniert? Oh Schreck. Denn mitten in der Scheune lag ein Vox-Club-Cover. Nein, Hölle. Nein, jetzt hör ja. Nein, jetzt war wirklich, das ist komplett was kaputt. Ernstes. Ja, das haben Menschen gestorben. Ja, Das ist nur ein Comic Relief, dass ich das verarbeiten kann. Ja. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging und die Dorfbewohner den Hof erreichten, fanden sie die Körper in einer Weise, die in einer Geschichte des Horrors und der Überraschung erzählte. Ihre Positionen deuten darauf hin, dass sie keine Zeit hatten zu reagieren, dass sie rasch und brutal überwältigt wurden, ohne Chance auf Flucht oder Verteidigung. Ja, jetzt Oh, da haben wir einen Fakt, da haben wir jetzt einen kleinen Fehler drin. Weil wir haben jetzt ganz vergessen zu erwähnen, was mit der Magd passiert ist. Dann holen wir das nach. Das ist dein Text jetzt während. Oh, ja. Währenddessen schlief die junge Magd Maria Baumgartner in ihrer Kammer, möglicherweise durch die dicken Wände des Bauernhauses von den Geräuschen in der Scheune abgeschirmt. Doch ihre Ruhe währte nicht lange. Der Täter betrat ihr Zimmer und beendete ihr Leben mit derselben brutalen Effizienz. In einem anderen Raum schlief der kleine Josef in seinem Kinderbettchen in Victoria Gabriels Schlafzimmer. Auch er wurde nicht verschont. Nachdem der Täter sein blutiges Werk vollendet hatte, verließ er die Scheune und das Haus nicht. Stattdessen blieb er, versorgte die Tiere, bereitete Essen zu und heizte den Ofen, als ob er der rechtmäßige Bewohner des Hofs wäre. Ja.
Das finde ich sehr, sehr creepy. Arbeitsmoral. Ja, schon, ja. Wahrscheinlich hat er die Leichen schon an den Frühstückstisch Ja. gesetzt und dann was ist Ja. mit dir passiert, Victoria? Ja, das ist passiert, also ein bisschen was zu den Verletzungen noch, die waren anscheinend besonders brutal. Klar, wenn er es mit einem, wird das Ding heißen, Mattock, wenn er es mit einem Mattock gemacht hat, ist wahrscheinlich auch nicht die, wie soll ich sagen, die feine englische Art, jemanden zu töten. Ja. Und vor allem in 1922 wird das Ding ja äußerst stumpf gewesen sein, also wäre jetzt ja noch nicht so ein Hightech-Mattock gewesen sein, Ja, das wenn Leid man's überall heutzutage siehst. benutzt, Ja. Und er hat dann auf jeden Fall alle scheren Kürbis kann. Und ja, nein, alle einen Kürbis kann komplett. Kopfverletzung, wie sie hier. Ja, Sie hat sich fast nicht zurückhalten können. ja. Verletzungen besonders grausam. Besonders beunruhigend war der Zustand der kleinen Cecilia, die anscheinend als letzte starb, nachdem sie Zeuge des Todes ihrer Familie wurde. Ja. Ja, also, Klar, macht es nicht so viel Spaß, auf jeden Fall. Ja. Faszinierend, ja. Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei ist nichts rausgekommen. Die Dorfbewohner haben mitermittelt und haben sogar einen Hellseher beauftragt, um da was rauszufinden, ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen. Aber der Fall bleibt bis heute ungelöst. da sollst du mal einen Film draus machen, gell? Ja, da ist jetzt was das mal, was ich ein bisschen faszinierend finde, ist, also, das ist eigentlich wie so ein richtig schlechten Horrorfilm. Ja. Ich meine, einer geht in die Scheune, wer anscheinend der Kürbis sein kann, Ja, dann geht der richtig nächste schön. los, allein. Nein, das waren zu zweit, Mutter und Tochter, gell. Stimmt, ja. Dann wird denen der Kürbis sein kann und dann kommen nochmal jetzt, nachdem nochmal der Kürbis sein kann wird. Und Ja. die Magd, die chillt auf jeden Fall. Ja, Na, ja, so muss ich sagen, das Ja. ist halt jemand, der traut sich noch was. ja, der macht was. Also, Ja. und dann auch schön den Hof nicht, also der denkt halt mit, die Tiere, Ja. denen geht es ja nicht gut, wenn, Nein, da wenn, können die die, Tiere nichts dafür. wenn, Ja. der, wenn der Bauer nicht mehr da ist und seine Familie, der kümmert sich halt dann. Ja, Der hat es zu Ende gedacht. Also der hat der zu oder Ende die gedacht. Mörderin. Ja. Es gibt da noch eine Theorie, die wo nicht bewiesen ist, aber halt noch steht, und zwar bei der Victoria Gabriel, der Tochter von Andreas, die ist verwitwet und angeblich ist er mal gestorben im Ersten Weltkrieg, aber Er ist zurückgekommen. vielleicht ist er zurückgekommen und hat da dem ein oder anderen Familienmitglied den Kürbis eingedroschen. Ja. Ja. Das ist eine Theorie. Andere Theorie ist, dass das Kind, das Jüngste, nicht aus Inzest entstanden ist, sondern vom Nachbarn gezeugt wurde. Und zwar war das der Herr, jetzt muss ich schnell spicken, Der Ding, oder? habe ich den nicht aufgeschrieben, peinlich. Der Alois. Ja, auf jeden Fall war das der Nachbar und da war das Gerücht, dass der eben die auf Turner gehauen hat, sie über den Pisser gezogen und dass da richtig dann schön. der kleine Josef Gruber rausgekommen ist vom Lorenz Schlittenbauer. Der Lorenz Schlittenbauer, genau, der stand auch noch unter Tatverdacht, aber den hat man auch nichts nachweisen können. Okay, also ich meine, ich frage mich halt, klar, der steht in Verbindung mit denen, aber was ist das Motiv? Das ist die Frage. Ja. Was war insgesamt, weiß man nicht, was das Motiv war. Na gut, die Entweder haben sich schon alle Rache- recht unsympathisch. Ja, schon, ja. aufgeführt. Ja. Ich finde, dass sehr blumig beschrieben wurde, weil der Andreas Gruber hört sich für mich wie ein brutales Arschloch an. Ja. Und der ist einfach in den Raum gegangen, weil er mega opisst war wahrscheinlich und nicht, weil er für seine Familie Sorgen gemacht Er hat. hat sich jetzt richtig gefreut, dass er endlich ein Familienmitglied so richtig schön zusammenschlagen kann, weil es nämlich laut ist. Ja. Aber was hat das Familienmitglied dann eigentlich die ganze Zeit gesagt? Wahrscheinlich. Abonniert Den Kanal. Ja. Na, was ist deine Meinung? Was denkst du, wer war's? Jetzt, wo du alle Hintergründe kennst. Also ich habe mich ja sehr lange mit dem Thema befasst und Ja. habe da ja eine Dissertation drüber verfasst Ja. und falls man Dissertationen verfasst. Und ich muss sagen, das war der Nachbar. Der Nachbar, der Schlittenbauer. Ja, der hat den einfach, also der hat den an Andi, so darf ich ihn nennen, hat ihn einfach nicht gemacht. Ja. Und naja, wollte halt, dass Ja. keine Spuren bleiben. Ich glaube, dass die Hemmschwelle früher für so eine Art von Klamauk relativ gering war, weil der Bauernhof ja voll weit weg war und dann, wenn du irgendwann mit so einem kleinen Kriegsschaden hast, der kommt dahin, tickt komplett aus, macht alle kalt. Ja, also die einzige Hemmschwelle ist ja der Gott. Ja, Also die haben ja da nichts außer eine Richtlinien, die Religion einer vorgibt. Ja. Also, nein, und Moral oder ja, so. also, keine Ahnung, bin kein Arzt. Ja, nicht. Ich schaue nur, was Allah mir sagt. Ja,
Das Wichtigste. Mhm. Ja, Ja. also ich als Zuhörer habe das jetzt sehr genossen. Ja, war gruselig. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr wollt. Und schreibt vor allem in die Kommentare, wenn ihr das Ganze mal auf komplett Borisch hören wollt. Dann schreiben wir das um. Aber es ist schwierig, wenn man das aufschreibt, das in Borisch vorzulesen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Wir sind Harry und Kid Rap. Das ist der Bayerns Most Wanted True Crime Podcast. Schaut beim nächsten Mal wieder ein, wenn der Alte auch nicht da ist. Eine kleine Folge gemacht wird. Und dann hat heute die letzten Worte der wunderbare Alt O. Danke.